Jesus war viel mit Menschen unterwegs. Dabei hat er immer wieder Geschichten erzählt. Seine Geschichten haben den Menschen geholfen, zu verstehen, wie das Gott ist und wie fest dass er die Menschen liebt. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Es ist eine Geschichte, die euch zeigt, dass Gott alle Menschen liebt. Egal, was sie gemacht haben. Ob Gutes oder nicht Gutes. Ein Vater hatte 2 Söhne. Obwohl sie im gleichen Elternhaus aufgewachsen sind, hätten sie nicht unterschiedlicher sein können. Der ältere Sohn hat auf dem Bauernhof von seinem Vater gearbeitet. Der jüngere Sohn war ein bisschen Luftibus und wollte am liebsten in die weite Welt wollen. Irgendwann ist der jüngere Sohn zu seinem Vater und hat ihm gesagt: Vater, ich weiss, dass du mir mal die Hälfte von deinem Geld wirst geben. Das ist mein Erbe, das ich bekomme, wenn du dann gestorben bist. Das ist zwar sehr nett von dir, aber eigentlich möchte ich es jetzt sofort haben. Das war sehr viel Geld. Und der jüngere Sohn war fein ein bisschen frech, dass er das der Vater hat gefragt. Aber der Vater hat sein Geld beiden Söhnen verteilt. Es hat jeder seinen Teil vom Erbe bekommen. Als der jüngere Sohn das Geld in der Hand hatte, hat er alles zusammengepackt, allen Tschüss gesagt und ist in die weite Welt raus. Jetzt hat er sein Leben angefangen zu leben. So wie es ihm gerade gepasst hat. Niemand hat ihm mehr reingeredet. Er hat das Geld für Partys in der Stadt ausgegeben, hat alle beeindrucken und einfach Spass haben. Und ohne dass der junge Mann gemerkt hat, hat er plötzlich das ganze Geld ausgegeben. Es ist ihm gar nicht mehr gut gegangen. Er hatte kein Geld mehr und seine Freunde waren nie mehr. Wo soll ich nur schlafen? Ich kann mir kein Hotelzimmer mehr leisten. Nicht einmal mehr für ein einfaches Zimmer längt. Ich habe Hunger. Mein Magen knurrt. Aber das Geld für etwas zu essen zu kaufen, habe ich nicht mehr. Und meine Freunde, ich bin nicht mehr interessant mehr für die, weil ich kein Geld mehr habe. Niemand kann mir mehr helfen. Schliesslich hat er eine Stelle bei einem Bauer gefunden. Dort hat er Säue gehütet. Aber Hunger hat er immer noch gehabt. In seiner Verzweiflung hat er sogar vom Säufutter gegessen. Er war ganz allein, traurig und verzweifelt. Jeder Mensch macht Fehler und trifft falsche Entscheidungen. Auch du bist wahrscheinlich mal nicht lieb zu deinen Geschwistern gewesen. Oder hast es nicht akzeptieren, wenn deine Mami oder dein Papi zu etwas Nein hat gesagt. Das Schöne ist, dass Gottes Liebe zu uns sich nie wird verändern. Auch wenn wir Fehler machen. Das darfst du wirklich gar nie vergessen. Aber komm, jetzt lassen wir Jesus wieder zu. Der jüngere Sohn hat lange Zeit nach seinem Daheim gehabt. Wie gern wäre er wieder bei seinem Vater gewesen. Ach, was habe ich nur gemacht? Daheim würde es mir viel besser gehen. Bei meinem Vater, der gäng so gut war zu mir und meinem Bruder. Vielleicht habe ich noch eine Chance, wieder daheim zu sein. Als Knecht. Wenn ich mich bei meinem Vater entschuldige, kann ich vielleicht auf seinem Bauernhof arbeiten. Ich kann zwar sicher nicht mehr sein Sohn sein, nach all dem, was ich gemacht habe, aber vielleicht gibt er mehr Arbeit. Er hat all seinen Mut zusammengenommen und hat sich auf den Heimweg zu seinem Vater gemacht. Sein Vater hat ihn so fest vermisst. Jeden Tag hat er aus dem Fenster geschaut und gehofft, dass der junge Sohn zurückkommt. Er war ihm überhaupt nicht böse. Auch an diesem Tag ist der Vater wieder am Fenster gestanden. Auf einmal sieht er seinen Sohn heimkommen. Er ist ihm entgegengesprungen und hat gerufen: «Mein Sohn, ich habe dich so vermisst. Endlich bist du wieder da.» Vater, ich habe so einen grossen Fehler gemacht. Ich bin von dir weggelaufen und habe alles verjubelt, was du mir hast gegeben. Ich weiss, ich darf gar nicht mehr dein Sohn sein. Ich habe so viele Fehler gemacht und nicht auf dich gehört. Aber könntest du nicht noch einen Knecht brauchen? Jemand, der auf deinem Bauernhof arbeitet? Ich möchte gerne wieder hier sein. Du bist mein Sohn und du bleibst mein Sohn. Egal, was du gemacht hast. Diener, schnell,
holt mir ein frisches Kleid und Schuhe. Schau, mein Sohn, den Ring gebe ich dir auch. Er ist kostbar. Du bist mir wichtig. Schnell, Diener, organisiert ein grosses Fest. Ich habe schon gemeint, mein Sohn ist für immer verloren und kommt nicht mehr zurück. Und jetzt ist er wieder da, das wollen wir feiern. Aber der ältere Sohn war gar nicht zufrieden. Eifersüchtig ist er geworden, als er gehört hat, dass sein Vater ein Fest hat organisiert für seine Brüder und dass sie schon angefangen haben zu feiern. Der Vater hat es gemerkt und ist auch ihm entgegengegangen. Mein Sohn. Schon so manches Jahr bin ich hier am Krampfen und noch nie hast du ein Fest gemacht für mich. Und jetzt kommt der da, hat sein ganzes Geld verbraucht, viele Sachen gemacht, die man nicht sollte und die nicht gut sind. Und dann kommt er auf das Maul zurück und du organisierst eine riesen Party. Das ist doch einfach ungerecht. Mein Sohn, du bist doch nicht einfach hier zum Krampfen. Alles das Schöne, der Hof, die Tiere, alles, was mir gehört doch auch dir. Komm doch auch mit uns feiern. Ich hätte Freude, wenn du dabei bist. Du gehörst auch dazu. Hier hört Jesus mit dieser Geschichte auf. Es wäre spannend zu hören, wie sich der ältere Sohn entschieden hat. Hat er auch aufgehört zu täupeln und hat sich angefangen zu freuen über die Rückkehr von seinem Bruder und ist mit feiern. Aber ich glaube, Jesus geht es darum, dass wir mit dieser Geschichte sehen, wie sehr Gott uns Menschen liebt. Wie er Vater freut er sich immer über uns. Er freut sich, wenn wir zu ihm kommen und liebt es, mit uns zusammen zu sein.